Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. So, wir machen dort immer, wo wir... ich kann nicht reden. Wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, und jetzt haben wir nämlich hier von diesem guten Herr da... haben wir das Erdbeergarn bekommen, genau. Das haben wir noch nicht abgegeben. Genau, dann fehlt uns eigentlich nach schlussendlich nur noch eine Stricknadel. Was ich mich gefragt habe, ob man den Kescher irgendwie Was soll ich denn damit fangen? Nein, das sollst du nicht auseinanderbauen. Ein Fächerkescher. Ein Fächerkescher, Hier geht dem Sprüche. Aber das ist ja, glaube ich, schon... Genau, das ist schon... die Kombi gewesen. So, wieder offen. Jawohl, okay. Ja, jetzt geht es auch einfach irgendwie noch darum, die letzte Nadel zu bekommen. Aber jetzt gehen wir doch zuerst mal raus. Was ist eigentlich mit deinem Mann passiert? Oh, der war Okay. so glücklich, dass er, nun ja, abgehauen ist. Oder besser gesagt, er hat es versucht. Aber wenigstens habe ich jetzt einen robusten Kleiderständer. Ui. Okay, böse, böse. Genau, dann gehen wir jetzt zu diesen Armen. Und, also die Armen, nicht die armen Leute, sondern eben die Armen, die dort aus dem Gefängnis rauskommen. Oder dort in dieser Zelle, der Typ dort, ich weiß gar nicht, wie er heisst. Hat er überhaupt einen Namen? Kein Plan. Gebe ihm jetzt mal das Erdbeergarn. Erdbeer. Das ist eben nicht Erdbeer, es ist Erdbeergarn. Sozusagen auf Schweizerdeutsch. Was ich jetzt das Gefühl habe, eben, wenn wir jetzt die Nadeln nicht durch den Kescher bekommen, ich glaube, ich habe das schon letztes Mal gesagt, dass die dort vom... wie heisst der Automat noch immer dort oben? Ich sollte jetzt noch schnell hurtig schauen, wie der heisst. Der heisst... So, Syndomat, genau. Nämlich, dass wir die Nadeln dort oben noch ein bisschen weiter runterbringen, dass wir dann die Nadeln dort können. Aber ja, das finden wir dann auch noch raus. Jetzt gehen wir zuerst mal da. Schneider. Der Garn, so. Hier, ich habe echtes Erdbeergarn gefunden. Echt? Meine Güte, dass ich damit noch mal arbeiten würde, hätte ich nie gedacht. Ich finde es wirklich nett von dir, dass du mich helfen lässt. Ja, ich helfe doch gerne. Ich habe einen Idealisten vor mir, das merke ich schon. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich Genau. tue, was ich kann. Jetzt habe ich mir noch gerade überlegt, können wir nicht einfach den Kescher ihm schon geben? Warum sollte ich das tun? Ja, weil du hast ihm auch einen Gehstock gegeben und den hätte er ja auch als Nadel brauchen. Aber offensichtlich reicht das nicht. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Syndomat die Nadel runterbringen. Nenne deine Sünde. Nenne deine Sünde. Ich habe nicht eine grosse Sünde. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Achtung. Klebt dir eine Woche lang den Mund zu und Füße. Okay, Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. okay. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Ja, okay, nein, es ist... Geh jetzt No, doch. it's okay. Wir kennen ihn schon. Okay, aber jetzt haben wir da immer noch dieses Getränk hier, Lavaströme. Vielleicht können wir das der Wach geben? Jetzt nicht mal schauen, was die Wach sonst noch weiss. Oder jetzt zuerst mal noch schnell heute hier, also. Ja, genau. 2. Genau, eine haben wir schon. Okay, that's it. Okay, ja, kann der uns irgendwie etwas weiteres... Hallo, Wache Nummer 822. Oh, er weiss es noch. Bürger Nummer 357. Oh, wir sind benummert. Richtig traurig. Okay, nein, Was Syndomat. genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Okay. Ja, wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld.
Okay, das heisst, vielleicht... Was werdet ihr denn warte. tun, wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Vielleicht haben wir Ich jetzt schon die Conroys schwere Ratschläge Sünde. alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Oh, smart, boy. Smart. Okay, Syndomat Einen ist ja schönen jetzt... Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Dankeschön. Gleichfalls. Okay, rein theoretisch hat uns jetzt ja er schon gesagt, dass wir schon eine schwere Sünde haben begangen. Das heisst... Vielleicht... Nenne deine Sünde. Deine... Oh Gott. Ah. Ja. Ich habe die Wache vollgequatscht. Sehr schön. Siehe die Schwere deiner Schuld. Jetzt sollte sie weiter runterkommen, hä? Das Urteil der Yeah. Basilen lautet: Iss eine Handvoll Staub und büße. Das werde ich nicht tun. Eine Handvoll Staub. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Wo jetzt? Ich schätze, ich gehe. Nein, Nein, deine nein, Sünde. nein. Ja, we get it. We get it. Wir kennen es. Okay. Jetzt kommen wir vielleicht echt so dran. Ich komme nicht ran. Nope. Aber wir haben ein Fescha Kesha. Maybe. Ist ja vielleicht... Warum sollte ich das tun? Ah, schade, okay. Wie kommen wir denn dort her? Das ist jetzt die Frage. Naja, dann könnte ich... Nein, das wollte ich nicht wollen, sondern ich wollte eigentlich das da wollen. Plus, vielleicht kann ich das da drin reinleeren, keine Ahnung warum. Das mache ich nicht. Nein, er macht es nicht, okay. Und was ist, wenn es zu ist? Tada! Wir haben wieder einen verkorkten Lavaströmer. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Nein, ups, I messed up so wieder bad. offen. Das habe ich nicht wollen. Okay, excuse, so, tun wir das schnell wieder zusammensetzen. Ich muss sagen, also die Rätsel hier in diesem Spiel, es ist wirklich nicht einfach. Also, ich weiß nicht, also vielleicht empfindet ihr es anders, vielleicht denkt ihr schon die ganze Zeit, Vatalio, come on, so schwierig ist das nicht. Aber ich bin manchmal recht so ein bisschen planlos. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, in dem Fall nicht, okay. Wie kommt denn die Nadel der Trapp? Müssen wir das Symptomat wie zum Durchdrehen bringen? Das könnte auch sein, I don't know. Hallo, Hallo. So. was genau Syndomat. macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen. Ach ja? Ja. Einen schönen Okay, Tag das noch. Jawohl. haben wir in dem Fall schon. Danke, gleichfalls. Wie kommen wir denn an? Wie kommen wir denn an die Nadel her? Der Zeiger hat etwas stärker ausgeschlagen. So wird das nichts. Zeit für drastische Maßnahmen. Aber welche? Ja. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in... Okay, Nenne deine Sünde. tun wir halt Ich nochmal. habe die Wache... Siehe die Schwere. Das Und geht ihm Urteil genau gleich derer her. ist eine Hand. Nope, we won't schätze, do ich gehe. this. Nenne deine Sünde. No, gehe. okay. Nenne Ja. Ich glaube da oben, vielleicht können wir da oben noch irgendetwas machen. Ich muss vergessen, dass ich das noch drücken muss. Dann kann er noch schnell rauslaufen und nochmal reinlaufen, dass er auch wirklich rauf kann. Und jetzt können wir vielleicht... vielleicht können wir das Phosphos mit dem Kescher fahren. Das wäre eine ganz böse Sünde, oder? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schade. Können wir das Phosphos abfüllen? Mit dem Lavaströmer. Let's see. Das wird nicht klappen. Nope. Das wird nicht... Nein, jetzt will ich schnell schauen, was... ich bin da manchmal mit der Steuerung noch ein bisschen überfordert. Und jetzt finde ich es komisch, dass selber Ein kein Phosphos. Ton kommt. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige.
Ausblick. Conroys Palast. Ja. Vielleicht. Dort hinten ist ja noch das Windrad. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Ja, aber gerade viel lässt sich da nicht machen. Okay. Okay, why not try den Lavaströmer in den Brunnen abschießen? Windbrunnen, wo ist er? Da. Das wird nicht klappen. Schade. Die Puppe? In den Windbrunnen abschießen? Das wird nicht. Nope, doesn't work. Okay, sollen wir ihm nochmal den Conroy zeigen? Nein, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Okay, ich glaube, das haben wir auch schon, haben wir das schon probiert. Wenn wir da die Wache irgendwie die... Ich glaube nicht, dass das... Ja, okay. Well, das ist jetzt, das ist mir jetzt ein Rätsel. Es muss die Nadel dort oben sein. Und entweder sie ist jetzt eigentlich genug weit unten, denke ich, aber es lenkt ja irgendwie wie nicht. Können wir mit ihr noch etwas herausfinden? Ach du schon wieder. Und, hast du mein Leibchen? Noch Nope. nicht. Dann weiß ich auch nicht, wo sich das Mädchen befindet. Ja, das Na dann auf nervt. Wiedersehen. Okay, ich werde sicher nicht... Das wird nichts bringen. Was ich vorhin noch gesehen habe, ist, dass ein Kleiderhaken hängt am Dingenskirchens. Am Mann von Frau, der versteinert ist worden. Das mache ich nicht. Okay. Was kann denn der verkorkte Lavaströmer echt? Das ist... ich bin richtig aufgeschmissen jetzt geht. Ich glaube, wir können den Kleiderhaken eben nicht einfach... Warum wurde euer Ehemann denn versteinert? Weil die Basilen schneller waren als ich. Die Versteinerung Okay. hat den treulosen Hund gerettet. Wie meint ihr das? Ich meine, man kann keine Statuen kastrieren. Oh. Auch wenn man es noch so sehr versucht. Okay. She tried a lot, I guess. Verkorkter Lavaströmer. Kescher. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Da? Na ja, dann könnt ihr... No. Nope. Okay. Wir brauchen andere Methoden. Das wird nicht... Ja, aber dem Dude dort hinten, der will doch so einen Lavaströmer. Warum? Ich glaube nicht. Aber das haben wir ja irgendwie auch schon probiert und das hat irgendwie nicht so funktioniert. Hä? Das mache ich nicht. Naja, Ja, jetzt bin ich wirklich... das könnte... Was ist denn, wenn wir selber als Spielautomat gehen? Ist das möglich? Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Okay, nein, that's it, genau. Entkleideter Windmönch. Tja, also wegen der Kutte... Behalt sie. Ich brauche sie nicht. Okay, er ist Danke. zufrieden. Nur ein echter, ehrbarer Windmönch ist so gütig. Okay. Mehr reden können wir leider mit ihm auch nicht. Mit dem geölten Stuch auch nichts anfangen. Hä? Okay. Hat sie noch etwas zu sagen? Hallo nochmal. Schätzchen, Syndomat. Wisst ihr etwas über diesen Automaten am Windbrunnenplatz? Ja, kenne ich.
Ich halte mich von ihm fern, er hält sich von mir fern. Wieso? Wie soll ich das erklären? Pass auf, Kleiner. Ab Okay, einem vielleicht gewissen finden wir jetzt Alter gerade stellt man etwas. sich auch nicht mehr auf die Waage. Was meinen Sie? Ich meine, ich habe Sachen gemacht, da kommst du Okay. im Leben nicht drauf. Oh, Ihr habt okay. bestimmt schon viele interessante Sachen erlebt. Oh, das kann ich dir flüstern, Schätzchen. Ich habe Sachen gemacht. Schlimme Sachen. Wie schlimm? Allein für das drüber sprechen könnte ich versteinert werden. Okay. So schlimm? Also, ich fand sie eigentlich eher spaßig. Aber die Basilen haben da ein paar ziemlich spießige Ansichten. Okay, vielleicht Will können wir... ich das wissen? Glaub mir, das willst du. Okay. Neueste Sünde, meine Sünde. Sünde, neueste Sünde, Ich Sünde. kann mir nichts vorstellen, was so schlimm sein sollte. Ach nein? Na, dann lass mich dir mal ein wenig auf die Sprünge Okay, helfen. okay. Das hören wir auch jetzt noch nicht, aber später Seine dann. Frau hat das mitbekommen. Okay. Zensiertes Zeugs, wo es ist auch nicht ganz Aber jugendfrei. sein Cousin wusste von nichts. Flüster, flüster. Okay, okay, okay. Das Und kann uns so jetzt helfen. wurde ich Vorsitzende des Buchclubs. Was? Oh mein Gott. Sein Blick ist echt zu viel. Okay. Danke. Was war denn die letzte Sünde, die ihr begangen habt? Oh, witzig, dass du fragst. Also, Okay. Aber das ist ja... Aber gegen sowas gibt es Gesetze. vollkommen zu Recht. Okay, okay. Dann seht ihr eure Schandtat ein? Oh ja, es war eine der besten, die ich je begangen habe. Okay, sie ist krass. Okay. Noch meine Sünde? Ist es eigentlich eine Sünde, wenn ich ein Mädchen süß finde, obwohl sie eine gesuchte Verbrecherin ist? Oh. Aber nein, die meisten Männer lieben die Gefahr. Eine Sünde wäre es, wenn du sie... Oh Gott. Was ist die Reaction drauf? Aber ich denke, das würde ihr sogar gefallen. Okay, Ich glaube, ich will zurück in mein Kloster. okay. Wir können uns reden jetzt wir da lieber selber über ein bisschen etwas ausmalen, was sie Tschüss. wahrscheinlich gesagt haben. Pass auf dich Also- auf, Schätzchen. Gut, jetzt gehen wir doch vollpackt mit diesen schweren Sünden zum Syndomat. Stimmt es eigentlich, was man über euch Jungs sagt? Kommt drauf an. Was sagt man denn? Naja, man sagt, dass ihr noch nie eine Frau hattet und praktisch alles nehmt, wenn ihr nur die Gelegenheit bekommt. Gott, Das stimmt. das stimmt. Oh. Betriebsferien, okay. Ich glaube, in diesem Fall haben wir ein paar erfolgreich abgeschlossen. Betriebsferien. Mhm. Können wir das mitnehmen? Das wäre doch noch lustig. Nein, nicht auszudenken, was geschehen würde, sollte ich dieses Schild entfernen. Ein Unschuldiger könnte die Bar betreten Oh mein und Gott. sterben. Einfach gut instant Katastrophe und sterben. Gut, ja, gehen wir vollpackt mit diesen Sünden zum Syndomat und dann haben wir es vielleicht doch noch in dieser Folge geschafft, tatsächlich, die Nadeln noch zu bekommen. Und da geht da doch etwas voran. He? Ja, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss von dieser Folge, dass wir irgendwie nicht weiterkommen, aber we did something und wir sehen, was jetzt passiert. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, der Lö. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass da der Wachmann, dass der ja hier am Boden höckelt. Okay. Nenne deine Sünde. Ein Sündo Beicht. Nein, nicht anschauen, sondern du sollst mit ihm reden. Eine Sünde. Oh, oh, oh. Okay. Also, Ah, schade. Okay, wir werden es Die nicht Schwere. erfahren. Moment mal. Du hast was?
So habe ich Okay. auch geguckt, als Ottilie mir ihre Sünden erzählt hat. Das finde ich super. Ja, wir brauchen gar nicht mehr. Ich kann jetzt den Zeiger hier nehmen. Und das wird unsere zweite Stricknadel sein. Und somit hätten wir alles und bekommen ein das Liebli. Hallo. Hier kann man das als Stricknadel verwenden. Also ich werde es verwenden können. Nice. Darf ich fragen, wo du das her hast? Die ist vom Syndomaten. Ah, okay. Interessant. Wie bist du da rangekommen? Ach, da war diese Dame in der Bar. Aha, du meinst bestimmt Ottilie. Steiler Zahn. Steiler Ich fürchte, ihr Zahn. seid schon zu lange eingesperrt. So, nun habe ich alles für dein Leibchen. Yeah. Dankeschön. Bitte sehr. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Yeah. Gut. Toll, vielen Dank. Das Baby wird sich freuen. Keine Ursache. Ach, wenn ich mir nur vorstelle, wie so ein kleines Wesen darin herumstrampelt, wird mir ganz warm ums Herz. Ja, danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Kannst du mir ein Baby besorgen? Oh Was? Gott. Wieso? Ich bin hier echt einsam. Wie wär's mit einem Hund? Nein, ich werde euch sicherlich nicht den... Eine Topfpflanze? Ich werde jetzt gehen. Ja. Zumindest eine Topfpflanze. Come on, okay. Ab zur Bargas mit unserem Liebli. Und wir geben das ein Baby. Und er wird uns die gute Frau da sicher auch sagen, wo wir die Laura werden finden. Et voilà. Das mache ich nicht. Okay, dann muss es auch ihr geben. Tap, 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 tap. Ich habe So. es geschafft. Ein Leibchen aus echtem Erdbeergarn. Die kleine Conroy wird es jetzt schön warm haben. Die kleine Güte, Conroy. das war ein Scherz. Hast du jetzt wirklich ein Leibchen aus Erdbeergarn gestrickt? Ich fass es nicht. Wenn ich Gold gesagt hätte, hättest du dann Gold besorgt? Mist, ich hätte Gold sagen sollen. Okay, okay. Aber das Baby hat doch darauf bestanden. Es ist ein Baby. Es geht den Unterschied zwischen seinem Zeh und seiner Nase nicht. Oh, okay. Wo finde ich denn jetzt Laura? Tell me. Die Straße runter ist das Mechata. Versuch es mal dort. Okay, Mechate. Versuchen? Ich dachte, ihr wüsstet ganz genau, wo ich... Hey, ich konnte ja nicht ahnen, dass du tatsächlich Erdbeergarn anschleppst. Sie wird schon da sein. Geh sie lieber schnell suchen, bevor sie wieder abhaut. Okay. Danke. Im Mechata also. Da gehen wir Ich jetzt. hätte sagen sollen, dass das Baby ein Haus braucht. Ich hätte Haus sagen sollen. Oh Gott. Those regrets. Sie hat alles können sagen. Man hat ihr alles besorgt. Wow, wie schön. Das hier ist also der Ort der Kunst und... Oh, ich glaube, das Stück fängt an. Okay. Das ist der kleine Finus. Zusammen mit seinen Eltern lebte er ein genügsames und glückliches Leben. Jeden Tag gingen sie zum Windbrunnen, um die Götter mit einer kleinen Gabe milde zu stimmen. Doch eines Tages waren Finus Eltern der Meinung, dass sie keine Gaben entbehren könnten. Das mögen die Windgötter aber gar nicht. Tja, kleiner Finus, deinen Eltern war es offenbar nicht so wichtig, dich aufwachsen zu sehen. Damit es dem kleinen Finus nicht so ergeht wie seinen Eltern, muss er auf Conroy hören. Der Weiseste unter den Asposern hat nämlich jede Menge gute Tipps und Ratschläge, wie man sich mit den Windgöttern gut stellen kann. Jeden Tag beten hilft. Auch sehen es die Basilen gerne, wenn ihr Volk bescheiden lebt und keine Ansprüche stellt. Und nicht die kleinen Gaben vergessen. Machen auch Sie es wie Finus. Leben Sie so, wie es den Göttern gefällt. Und fragen Sie sich im Zweifelsfall einfach, was würde Conroy tun? Okay. Okay. Das war spannend. Moment mal, auf der Bühne liegen ja Federn. Okay, es geht jetzt auch irgendwie weiter automatisch. Hä? Okay, ich frage mich halt, können wir dem Conroy wirklich vertrauen? Federn? Das kann nur eins bedeuten. Entweder die Taubendiebin ist hier irgendwo, Oh, oder hier ist jemand mit einer Taubenfederboa gestolpert. eine Wahrscheinlich über die Ritzen Taubenfederboa. hier im Boden. I don't think so. Gut. Ja, ja, dann würde ich doch
sagen, an dieser Stelle hier reicht das mal für die Folge. Wir sind weitergekommen. Wir sind hier auf der Bühne im Mekater und fahren in 3 Tagen doch hier weiter. Ja, dann möchte ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!